zweite Typ ist Konjugation der Verben mit extra E. Jetzt versteht ihr, was ich meine. Wir konjugieren das Verb arbeiten. Arbeiten. So, ich arbeite. So, wir nehmen einfach hier Arbeit und dann wir stellen eine neue Endung dazu. Ich arbeite. Endung ist E. Nächste Form. Du arbeitest. Arbeitest. So, das ist diese Form, Arbeit. Und dann Endung este. Este. Aber hier haben wir noch eine E. Das ist diese extra E. So eine Plus-E. So, das ist hier speziell. Arbeitest. Extra E. Nächste Form. Er, sie, es arbeitet. So, hier seht ihr auch extra E. Das ist hier Arbeit. Dann Endung T ist hier T. Und dann hier haben wir extra E. E. Nächste Form. Wir arbeiten. So einfach diese Form. Wir arbeiten. Endung N. Ihr arbeitet. So, hier ist die gleiche Form. Ihr arbeitet. Auch in dieser Form sehen wir extra E. So, hier ist Arbeit. Hier ist die Endung T. Endung T. Und hier in der Mitte ist extra E. Arbeitet mit E. Und letzte Form ist mit N am Ende. Diese Form arbeiten. Arbeiten. Und hier ist die Endung N. So, wie ihr seht, bei diesem Verb haben wir eine extra E, ein Buchstabe mehr. So, hier in dieser Form, du arbeitest, E, er, sie, es arbeitet und ihr arbeitet. So, in diesen drei Formen haben wir extra E. Warum haben wir diesen extra Buchstaben? Einfach damit man einfacher sprechen kann. Probiert mal dieses Verb ohne E zu sagen. Arbeitst oder arbeitet oder hier ihr arbeitet. So, es ist nicht bequem zu sprechen. Deshalb hat man hier einen extra E-Buchstaben. So, das ist Typ 2. Und der dritte Typ ist Konjugation der Verben mit Vokalwechsel. Vokalwechsel bedeutet, dass das Verb in den Formen du, er, sie und es einen anderen Vokal bekommt, einen anderen Buchstaben. Und hier gibt es zwei Varianten. Das Verb helfen hat Vokalwechsel E, I.
Vokal E. Du hilfst. Hier ist Vokal I. Er, sie, es hilft. Hier ist Vokal I. Wir helfen. Hier ist wieder Vokal E. Ihr helft. Vokal E. Und sie helfen. Vokal E. So, hier sehen wir die Endungen wie bei allen anderen Verben. Hier E, ich, Endung E, du, es, te, er, sie, es, te, wir, en, ihr, te und sie, en. Aber bei diesem Verb haben wir Vokalwechsel. Und nur bei diesen Formen, du, er, sie, es, haben wir Vokal I. So, bei ich, wir, ihr, sie haben wir Vokal E. Und bei du, er, sie, es haben wir Vokal I. So, nur bei diesen zwei Formen. Und im Satz, die Mutter hilft dem Kind. Die Mutter ist sie. Sie. Die Mutter, sie hilft. So, wir nehmen diese Form. Mutter hilft. Hier ist I und Endung T. Und die zweite Variante ist das Verb schlafen zum Beispiel und Vokalwechsel A, E. So, das Verb schlafen. Ich schlafe. Hier haben wir Vokal A. Du schläfst. Hier ist Vokal E oder A-Umlaut E. Dann er, sie, es schläft. Vokal E oder A-Umlaut. Wir schlafen. Vokal A. Ihr schlaft. A. Und bei sie und sie formell ist schlafen. Und hier haben wir auch unsere Endungen. Ich, E, du, este, er, sie, es, te, wir, en, ihr, Endung T und sie formell, Endung N. Aber bei diesem Verb haben wir Vokalwechsel. So, A, E,
So, bei diesen Formen du und er, sie, es haben wir A-Umlaut hier, E. Bei allen anderen Formen, ich, wir, ihr, sie und sie, haben wir einfach A. Und im Satz, das Baby schläft sehr gut. Das Baby ist es. Es. Und wir nehmen diese Form, schläft, mit A-Umlaut und am Ende ist T. Es schläft. Das Baby schläft. So, das ist der dritte Typ, Konjugation der Verben mit Vokalwechsel. Vokalwechsel er, I und Vokalwechsel A, E. So, jetzt haben wir die 3 Typen der Konjugation der Verben gelernt. Und im nächsten Grammatikvideo werde ich noch über den 4. Typ sprechen. Ich verstehe, dieses Thema ist nicht einfach und man muss diese Konjugation wirklich sehr gut verstehen und mehrmals üben, üben und üben. Deshalb werde ich in der Zukunft noch mehr Videos zu diesem Thema drehen. Und zur Übung habt ihr hier eure Hausaufgabe. Konjugiert ihr bitte diese Verben, die ihr bekommen habt. Typ 1, Verb wohnen. Typ 2, Verb warten. Und Typ 3, 2 Verben geben und fahren. Konjugiert ihr bitte diese Verben. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Und schreibt ihr bitte diese 4 Verben, 4 Konjugationen in die Kommentare. Und in der Infobox findet ihr noch mehr Übungen und noch mehr Informationen zu diesem Thema. Und hier seht ihr auch Facebook und Instagram. Dort könnt ihr meine Seite 5 Words to Go finden und auch den Wortschatz lernen. So, das war alles. Ich hoffe, meine Lektion hat euch gefallen und hat euch geholfen. Und wir sehen uns im nächsten Kultur- oder Grammatikvideo. Tschüss!